Nein, es ist nicht der Haupteingang. So, letzter Tag auf die Färöerinseln und was haben wir uns für den Schluss aufgehalten? Die Hauptstadt Tórshavn, die kleinste Hauptstadt Europas. Wir sind, glaube ich, ziemlich schnell durch damit, aber es schaut lieb aus. Was sagst du mal? Tórshavn. Tórshavn? Tórshavn. Aber Axel, du zeigst vollen Einsatz für das Video. Was soll denn die Leute dafür machen? Uns folgen, uns abonnieren und unsere Sachen liken, weil das sind eigentlich schon lustig. Ja, passt. Haben wir es endlich einmal. Waren wir einfach am Dach Rosenmann und Wir sind jetzt beim Skansin, hoffen, dass man das so ausspricht, angekommen. Das ist der Leuchtturm im Hafen von Tórshavn. auf so einer kleinen Hügelfestung quasi errichtet, sind auch irgendwie Waffen und Kanonen aus dem Zweiten Weltkrieg und so zum Bestaunen. Wir wissen alle, die Färöer haben eine unglaublich wichtige Rolle gespielt im Zweiten Weltkrieg. Kann man sich da alles kostenlos anschauen. So, wir sitzen jetzt im Hafen von Tórshavn und lassen uns die Sonne ins Gesicht scheinen. Haben wir, glaube ich, verdient nach mehreren Regentagen auf den Inseln. Ja, wir finden, wir haben alles gemacht. Tórshavn hat heute leider einige Sachen, die geschlossen sind, weil Sonntag ist, aber wir lassen uns das nicht vermiesen. Es scheint die Sonne, es ist schön, es ist ruhig. Es ist ein schöner Abschluss auf jeden Fall. Ja, also wir sind jetzt beim Regierungsgebäude, beim Parlament der Färöer und natürlich haben die eine Grasbedeckung, wie es da natürlich in früheren Jahren war, und ich glaube die erste Amtshandlung, die ich machen darf, wenn du jetzt was zu sagen hättest, ich gleich mal für schöneres Wetter plädiere, weil es kann nicht sein, dass 3/4 vom Monat regnet. Drum schauen wir jetzt ein. Meine Unterschrift hast. Nein, es ist nicht der Haupteingang.
Ja, ihr seht, wir sitzen schon wieder da. Diesmal noch ein paar weniger Videos. Im Vergleich zu Island geben die Färöer natürlich nicht ganz so viel her. Nichtsdestotrotz können wir ein Fazit ziehen. Laura? Also die Färöer haben uns absolut überrascht. Es ist auf jeden Fall eines der schönsten Länder in Europa, beziehungsweise generell sicher eines der schönsten Länder, die wir so besucht haben. Jedoch gibt es einen ganz entscheidenden Punkt auf den Färöerinseln. Das Wetter. Das kann halt echt dazu führen, ob es ein Top oder ein Flop ist. Ihr habt gesehen, es gibt nicht so viel Content, obwohl wir über eine Woche dort waren. Insgesamt waren wir 11 Tage auf den Färöerinseln. Und wir können sagen, 3 von den Tagen waren insgesamt sehr schön. Weitere 2 waren so, dass es teilweise nicht geregnet hat und der Rest war praktisch zu vergessen. Ein weiterer schöner Tag geht zu Ende auf den Färöerinseln mit traumhafter Aussicht, vor allem in den Bergregionen. So, Tag 3 auf den Färöern. Wir haben wieder das Wetter von Tag 1, falls sich der Wert noch erinnert. Kurzer Blick nach draußen. Die Nebelsuppe steht wirklich bis oben. Es ist krass. Ja, man sieht die Straßen, also da konnte man einfach fahren. So, wir sind jetzt gefahren bis zu den Windmiller, also den Windrädern von oder nahe bei Eidovik. Und ich würde sagen, es hat sich ziemlich ausgezahlt. Richtig beeindruckend. Das bitte mitbedenken, was ihr euren Trip auf den Färöerinseln plant. Es ist nämlich dort so, wenn es regnet und dann ist meistens auch gleich sehr, sehr nebelig, dann sieht man einfach nichts mehr. Und irgendwie gibt es auf den Färöerinseln keine Sachen, bei denen es nicht um die Aussicht in die Ferne geht, sozusagen. Daher ja, ist natürlich dann jeder Ort, der eigentlich voll schön sein könnte, automatisch uninteressant. Wir haben auf Instagram schon ein Reel dazu gemacht zu den Kosten. Ihr dürft auch nicht vergessen, dass die Färöerinseln sehr teuer sind. Deshalb soll natürlich eure Experience dort möglichst gut sein, weil es eben nicht billig ist. Genau, ich glaube, das war ein guter Abschluss für das Thema Färöerinseln. Wir verabschieden uns hiermit, aber ihr bleibt dran. Denn es kommt noch ein Video mit allen Drohnenaufnahmen und die sind super schön. Und natürlich viele weitere Videos darum, was sollt ihr machen? Abonnieren!